Titanic war das Schiff, das unsinkbar ist, oder? Das geht nicht unter. Das geht nicht unter. Und dann haben sie gesagt, das Schiff sinkt. Ja, das geht nicht unter. Das Schiff geht nicht unter. Und die haben Musik gemacht. In die Kapelle haben gespielt und die haben getanzt, bis das Schiff so gestanden ist. Oh, was ist jetzt? Jetzt ist irgendwie der Boden schief geworden. Das Schiff kann ja nicht untergehen. Und irgendwann hat man gemerkt, aha, das Schiff sinkt tatsächlich. Und dann ist das grosse Erwachen gekommen. Ich schaue etwa mit meiner Familie zusammen so Doc und so Naturdoc-Filme, das sind etwas, was uns immer wieder fasziniert. Es gibt so viele Wunder auf dieser Welt, wo die Wissenschaft keine Antwort hat darauf. So viele Sachen, die sie nicht erklären kann. Und etwas, was mich dort in letzter ganz extrem hat angesprochen hat, ist ein Film über Rentiere in Alaska. Die Rentiere, die sind in den bergigen Gebieten von Alaska unterwegs. Und nachher gibt es einen Moment, die werden trächtig, oder? Und nachher gibt es einen Moment, wo sich die aufmachen. Die fangen sich an bewegen. Und dann gehen die ans Ufer vom Meer und dort wächst ganz kaltreiches Gras. Und es muss so sein, dass wenn die Rentiere werfen, also wenn die Kälber auf die Welt kommen, brauchen die ja kaltreiches Gras, für das sie eben die Milch geben können, dass die Kälber saugen können. Und das passt alles zusammen. Also der Moment, wo die anfangen laufen, dann, wenn das Gras im kaltreichsten Moment ist, also wenn es in der Blüte ist, gerade kurz vor dem Blühen, und wenn die Kälber auf die Welt kommen, das ist alles aufeinander abgestimmt. Und das ist ein Zeitfenster von etwa 14 Tagen. Und die Frage ist, wer sieht diesen Rentieren, dass der Moment ist gekommen, dass sie anfangen zu laufen? Das weiß niemand. Das ist ein Wunder und niemand weiß. Aber irgendein Signal muss sein. Und eine zweite wunderbare Geschichte ist da drinnen vorgekommen von den Elefanten in Afrika. Das ist noch fast beeindruckender. Die Elefanten, die sind über das ganze Land, ich weiß nicht, Kenia oder irgendwie in dieser Region, sind die über weite Flächen verteilt. Und es gibt einen Moment, wo die alle wandern und die sich an einem ganz bestimmten Punkt treffen, für sich wieder zu paaren und fortzupflanzen und so. Und man weiß nicht wieso, dass die Elefanten wissen, dass jetzt der Moment ist, dass sie anfangen laufen. Das weiss die Wissenschaft nicht. Und sie haben erst festgestellt, dass sich die treffen und dass die von verschiedenen Seiten laufen, wo man diesen Elefanten auf die GPS anlegen, wo man erst gemerkt hat, aha, die fangen sich an bewegen. Also wunderbare Geschichten, die auf unserer Erde ablaufen. Und die Menschen können es nicht erklären. Sie wissen nicht, was ist das Signal. Wir haben heute Morgen auch so ein Signal in dieser Geschichte. Der König Nebukadnezar hat ein Signal gegeben und alle haben sich sollen im gleichen Moment vor seinem Bild abknäulen und das anbeten. Und ich finde es ganz interessant, wenn wir uns besinnen an das Kapitel 2. Von was hat der Nebukadnezar geträumt? Wisst ihr es noch? Von was hat der Nebukadnezar im Kapitel 2 geträumt? Von einem grossen Standbild. Er hat geträumt von einem grossen Standbild aus verschiedenen Materialien und er hat geträumt, dass ein Steh kommt, losrollt und das ganze Standbild zerstört. Und er hat der Daniel gefunden, unter all seinen Gelehrten und Traumdeutern und so, wo ihm nicht nur sagen konnte, was der Traum bedeutet, er hätte ihm auch sagen, was er geträumt hat.
Also der Nebukadnezar hat nicht gesehen, seinen Leuten, was er geträumt hat, sondern der Daniel hat ihm beides deuten. Und dann habe ich gedacht, und jetzt hat doch der Nebukadnezar begriffen, um was es geht. Nein, als Antwort auf diesen Traum baut der Nebukadnezar ein riesen Standbild. Eine riesen Statue. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist so gross, das hat einfach alle Tattoo-Palmen und alles, was der gewachsen ist in dieser Region, hat das überragt. Also das hat man von weitem gesehen in dieser Ebene Dura. Und ich habe mich gefragt, wieso ist das der Schluss vom Nebukadnezar? Wieso ist das Konsequenz? Aha, die Reiche auf dieser Erde, die sind instabil. Die sind aus verschiedenen. Dann muss ich etwas bauen, was stabiler ist. Dann muss ich etwas bauen, was stabiler ist. Etwas, das alles überdauert. Etwas, das eindrücklich ist. Etwas, was man sieht. Und das ist so, ich habe das überschrieben mit dem Weltbild. Was hat der König Nebukadnezar für ein Weltbild? Wenn wir die Geschichte anschauen, dann müssen wir sagen, ja, das ist eigentlich witzig. Das sind 70 Jahre. 70 Jahre, wo das neue babylonische Reich, das ihr hier seht, der König mit all seinem Prunk, mit all seinen Errungenschaften, ist das Reich aktiv gewesen. Und ich habe so gesehen, das ist eigentlich wie eine kleine Klammer in der Geschichte oder wie ein Anführungsstrich oder wie ein Pünktchen. Man könnte ja gerade drüber lesen. Man könnte sagen, ja, das hat da verschiedene Reiche gegeben in diesem Mesopotamien, in diesem fruchtbaren Gebiet. Und das ist übrigens noch das neue babylonische Reich vom König Nebukadnezar. Aber der König Nebukadnezar, der hat ein ganz anderes Bild von sich. Der lebt in einem ganz anderen Weltbild inne. Er sieht sich als Herrscher von der Welt. Er sieht sich als Herrscher von der Welt. Er sieht sich von göttlicher Abstammung. Und was dann auf der Erde könnte sein, also es gibt dann nämlich noch ein ägyptisches Reich, ein persisches Reich, das am gross werden ist. Es gibt sogar eine griechische Kultur, die schon eine gewisse Bedeutung spielt. Aber das tut er ausblenden. Das hat in seinem Weltbild gar nicht Platz. Wenn er die Weltkarte zeichnen würde, dann wäre da mit drinnen das babylonische Reich, all die Länder, die er erobert hat, und dann wäre da noch so ein bisschen Randerscheinungen, das ringsherum. Also sein Weltbild stellt ihn in die Mitte und alles andere sind Randerscheinungen. Und das kommt auch so schön zum Ausdruck. Er sieht da im Daniel 3, im 14. Vers, redet er eben zu diesen 3 Freunden. Wie wollt ihr, Sadrach, Mesach und Abednego, meinen Gott nicht ehren und das goldene Standbild nicht anbeten, das ich aufstellen ließ? Wie wollt ihr nicht? Wohlan schickt euch, sobald ihr den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Geigen, Psalter, Lauten und allerlei Saitenspiel hören werdet, dann fallt nieder und betet das Standbild an, das ich habe machen lassen. Werdet ihr es nicht anbeten, dann sollt ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand retten sollte? Wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand retten sollte? Also das ist ein wahnsinniger Grössenwahn, den der da hat. Er ist das Zentrum und alles andere ist Rand, ist Peripherie, ist unbedeutend. Und so ist auch klar, dass kein Gott von einem beziegten Volk ihn könnte besiegen. Also das ist vielleicht für uns auch ein bisschen eine fremde Idee.
Ja, man weiss, so ein bisschen im Mittelalter und so hat man ja aber gesehen, ja, da sind die christlichen Völker aufeinander losgegangen und alle haben den Pfarrer vorausgeschickt oder den Priester und hat dann gebetet und die Armee gesegnet und so. Aber da hat man wie gesagt, die haben den gleichen Gott, oder? Sie haben einfach alle das Gefühl gehabt, sie seien dann noch ein bisschen richtiger als die anderen. Aber hier in diesem Weltbild ist ganz klar, es ist unser Gott. Und wenn wir Krieg führen gegeneinander, dann kämpfen die Götter miteinander kämpfen. Und das war für den Nebukadnezar ganz klar gewesen, wenn er Jerusalem erobert hat, wenn er den Tempel zerstört hat, wenn er die Sachen aus dem Tempel rausgenommen hat, dann ist sein Gott ganz klar stärker. Er steht über allem. Und wenn etwas kommt, wie der Traum, der seine Macht in Frage stellt, dann ist für den Nebukadnezar ganz klar, dass er seine Macht muss stärken muss. Es ist nicht die Frage, dass er demütig werden muss, sondern es ist ja sein Gott, der im Zentrum steht. Und er ist ein Sohn von dem Gott. Also muss er seine Macht stärken. Und das macht er jetzt eben indem, dass er ein festeres, ein grösseres, ein goldigeres, ein stabileres Bild aufstellen lässt. Und dort sollen sich alle davon beugen. Also er macht das Gipfeltreffen, er lädt alle die Bewandten ein, er lädt all die Regierenden ein und dort müssen sie nachher das Bild anbeten. Und ich habe mir so überlegt, ja, das geht ja uns nicht an. Und mir ist so eine Idee gekommen, ein Gedanke. Und der Gedanke heisst schön und gemütlich. Schön und gemütlich. Das ist eine ganz beliebte Radiosendung auf einem Lokalsender, wo hier jemand gelost wird, schön und gemütlich. Und dieser Sender hat Top-Einschaltquoten, also diese Sendung hat Top-Einschaltquoten. Das müssen wir jedes Mal hören, wenn wir Machertreffen haben vom Radio, vom KIBO. Und dann heisst es immer, eben, welche Sendung das die besten Einschaltquoten hat. Und dann sagen sie, ja, die kirchlichen Sendungen, die nehmen eben leider ein bisschen ab. Aber schön und gemütlich, das ist die Top-Sendung. Also das werde ich gelost, das ist wirklich oben raus. Und ich habe gedacht, ja, das ist doch schön und gemütlich. Jetzt machen wir ein Treffen. Macht der Nebukadnezar ein Treffen, es gibt tolles Essen, es gibt gute Musik und nachher kommt man schön und gemütlich zusammen. Und nachher kommt das Signal und jetzt wird es eben dann nicht mehr schön und gemütlich. Jetzt geht es eben darum, dass man eine Entscheidung muss treffen muss. Oder mir ist etwas anderes in den Sinn gekommen. Titanic war das Schiff, das unsinkbar ist, oder? Das geht nicht unter. Das geht nicht unter. Und dann haben sie gesagt, das Schiff sinkt. Ja, das geht nicht unter. Das Schiff geht nicht unter. Und die haben Musik gemacht. In die Kapelle haben gespielt und die haben getanzt, bis das Schiff so gestanden ist. Oh, was ist jetzt? Jetzt ist irgendwie der Boden schief geworden. Das Schiff kann ja nicht untergehen. Und irgendwann hat man gemerkt, das Schiff sinkt tatsächlich. Und da ist jetzt das grosse Erwachen gekommen. Also, dass wir irgendwo, ja, unsere Welt eingerichtet haben, dass unsere Welt ja gut funktioniert. Vielleicht ist sie schön und gemütlich. Vielleicht ist es so, dass wir sagen, ja, nein, das Schiff, das kann gar nicht untergehen, auch wenn das Schiff schon so steht. Es kann gar nicht sein, dass da irgendetwas kommt, das mich in Frage stellt. Man sagt vielleicht auch, ja, das ist schon gut, was der andere, aber eigentlich mehr, das ist eigentlich schon noch, was wir, unsere Errungenschaften, unsere Lebenswelt, das ist wertvoller als das von den anderen. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns fragen, in welchem Weltbild sind wir gefangen? In welchem Weltbild sind wir gefangen? Und glaubt mir, es gibt ganz viel in diesem Weltbild. Vielleicht tönt es noch religiös,
Vielleicht tönt es noch fromm, aber es ist vielleicht einfach etwas, wie wir uns die Welt eingerichtet haben. Es muss für uns stimmen. Die Frage, gibt es Menschen, gibt es Kulturen, die ich mich überlegen fühle? Gibt es Ansichten, die ich mich davon verbarrikadiere? Nein, mit dem wollte ich gar nichts zu tun haben. Das heisst nicht, dass man das muss als richtig anschauen muss, aber sich mit dem auseinandersetzen. Oder auch die Frage, wer hat das Recht, auch in mein Leben einzureden? Wer hat das Recht, in mein Leben einzureden, in mein Weltbild einzureden, mein Weltbild in Frage zu stellen? Und so ist das Weltbild das eine, aber das andere ist ja dann, was sich aus dem heraus ergibt, ist ja dann auch, was habe ich für ein Selbstbild? Was habe ich für ein Selbstbild? Ja, hier ist der Daniel dargestellt worden in diesem Film. Wir wissen, dass der Daniel eben das am König gedeutet hat. Und da sieht der König, er will ihn einsetzen über alle Fürsten, über die ganze Provinz Babel, über alle Obersten. Und der Daniel macht es aber anders. Der Daniel erbat vom König, dass er Sadrach, Mesach und Abednego über die Verwaltung der Provinz Babel einsetzen möchte. Und er, Daniel, blieb bei dem König am Hof. Also er hat jetzt wie seinen Freunden geholfen, zu Würde zu kommen. Er hat ihnen die hohen Ämter vermittelt. Und mit ihrer Amtstracht, mit ihrem Prunkgewand, kommen sie jetzt an das Gipfeltreffen von diesen babylonischen Ländern. Und ich habe mich gefragt, haben sie gewusst, was das Ziel ist von diesem Gipfeltreffen? Haben sie gewusst, um was es geht? Hätten sie sogar eine Chance gehabt, für zu fliehen? Hat der Daniel vielleicht das hohe Amt abgelehnt? Oh, ich bleibe lieber Berater beim König. Du lieber ein bisschen sagen, wie man sollte. Aber selber Verantwortung übernehmen? Oh nein, das überlasse ich meinen Freunden. Ist er fähig? Lässt er seine Freunde ins Messer laufen? Ich glaube, das könnte Fragen sein, wo wir, wenn wir den Text und den Zusammenhang studieren, die könnte aufkommen. Aber ich glaube eben, der Daniel hat ein ganz anderes Bild gehabt. Der Daniel hat sich zurücknehmen. Der Daniel war eine demütige Person. Ja, er hat dem König gesehen, um was es geht. Und ich glaube, er war ganz nah beim König. Und ich glaube, er hat Reichen geredet. Er hat immer wieder ihm auch probiert zu erklären und zu sagen, um was es geht. Wenn er ihn dann hat zu Rate gezogen. Wenn er ihn dann zu Rate gezogen hat. Das ist ganz interessant. Es heisst immer wieder in dieser Geschichte, auch später, der König hat einen Ratgeber gesucht und er hat die Sterndeuter, die Weisen, alle Chaldäer kommen. Die Juden, die waren dort gar nicht ein Thema gewesen. Und nachher beim Perser, der hat alle kommen, alle Weisen. Da ist noch irgendein Daniel. Da wäre noch einer, der eigentlich daraus käme. Das ist ein Jod. Der ist ja besiegt worden. Nein, der Daniel, der war da, der hat seine Rolle eingenommen und hat die Verantwortung übernommen. Er hat seinen Einfluss geltend gemacht. Und ich glaube, ja, er hat auch gelitten, wenn er gemerkt hat, dass der König eben falsch entschieden hat. Ich glaube eben, das Weltbild von Daniel und von seinen Freunden, das unterscheidet sich ganz komplett von den babylonischen Besatzern. Es geht beim Daniel und seinen Freunden eben nicht darum, dass sie sich schön und gemütlich einrichten. Dass sie einen guten Radioabend haben mit schöner Musik. Sondern ihr Ziel ist in allem, was sie tun, dass sie für Gott da sind. Dass sie wissen, Gott hat sie eingesetzt. Und ich glaube, das gibt ihnen auch, stellt euch das vor. Am Montag
auf einen Job gehen, dort, wo ihr arbeitet, das, was ihr tut, die Tätigkeit, und euch bewusst werden, es spielt eigentlich keine Rolle, ob ich heute erfolgreich bin oder nicht. Es spielt keine Rolle, ob ich auf einen Zockkuchen gehoben werde oder ob ich mehr Kritik ausgesetzt sehe. Ob jemand sagt, ja, was du da Brösmel, ist das für nichts. Zu wissen, dass ich gesetzt bin von Gott. Gott hat mich eingesetzt. Gott hat mir Möglichkeiten gegeben. Gott hat mich vielleicht zum Berater vom König gemacht. Gott hat mich vielleicht zum Statthalter eingesetzt. Oder Gott hat mir vielleicht einfach nur ein Blumentöpfchen gegeben, wo ich darüber herrschen kann oder wo ich gestalten kann. Aber uns das bewusst werden. Heute am Nachmittag, am Montag, am Morgen. Und wir sind nicht einfach Spielball von anderen Menschen. Wir müssen ja nicht Gott beeinflussen, indem wir ganz gescheit handeln. Dass wir ganz grosse Standbilder aufstellen. Nein, wir dürfen in der Abhängigkeit stehen von Gott. Außerhalb von allen möglichen menschlichen Abhängigkeiten. Und ich glaube, das beeinflusst unser Selbstbild, dass Gott eben nicht abhängig ist von mir, aber dass er mich brauchen will. Sie wissen, weil sie jetzt einen Ministerposten haben, heisst das noch lange nicht, dass sie wie die anderen müssen bei diesem Intrigenspiel mitmachen. Das sind nämlich, der König hat es, glaube ich, gar nicht gesehen zuerst. Das sind nämlich gekommen. Ich gesagt, hast du gesehen, der Tinger sind dann noch drei, die sind dann nicht abgeknäult. Die haben dann nicht angebetet. Oh, jetzt können wir die endlich auf die Seite räumen. Jetzt können wir die endlich Platz machen für uns. Dass wir aufsteigen können, dass unsere Karriere weitergehen kann. Das haben die Freunde nicht nötig. Sie können völlig anders handeln als die anderen Mitregenten. Ihr Selbstwert hängt nicht von ihrem Status ab. Sie wissen sich als Geschöpf in Gottes Hand. Und auch da möchte ich fragen, heute Morgen, wie sehe ich mich, wie siehst du dich? Was ist mein Selbstbild? Was ist das Selbstbild, das ich habe von mir? Aus meinem Weltbild und aus meinem Selbstbild heraus kann ich dann handeln. Das beeinflusst meine Handlungen. Und wenn wir so gegründet sind, in diesem Weltbild, das von Gott geprägt ist, wenn wir so gegründet sind in diesem Selbstbild, das geprägt ist von Gott, dann können wir aus dem Vertrauen heraus handeln. Weil wenn wir die Geschichte anschauen, das mit dem Feuerofen, das ist noch manchmal in meinen Sinn gekommen. Wir wissen von all diesen Täufern, die verbrannt wurden, von allen Ketzern, die verbrannt wurden, der Wycliffe, Bibelübersetzer, der ist verbrannt worden, der Jan Hus, der Reformator, ist verbrannt worden. Wir wissen von den Konzentrationslagern, von den Gaskammern, von Tausenden von Leuten, die nachher ins Krematorium geführt wurden, die verbrannt wurden. Das ist nicht eine neue oder eine Idee, die nur am Nebukadnezar kam. Verbrennen. Dann ist es fort. Dann sieht man sie nicht mehr. Dann sind sie vernichtet. Dann kannst du am Schluss noch Taschen verstreuen, dass niemand mehr Spur findet von diesen Leuten. Das war eigentlich die Regel. Also, dass da 3 nicht verbrannt sind, das ist eine absolute Ausnahme. Und das ist nicht, weil Gott der bei diesen 3 näher war oder weil er die lieber hatte oder weil die näher immer unterwegs waren, sondern weil er dort durch diese Menschen seine Macht offenbaren wollte, weil er dort Geschichte schreiben wollte, in dem Sinn, dass er sie gerettet hat.
Und es ist ganz eindrücklich. Das spielt für einen Sadrach, einen Mesach und einen Abednego keine Rolle, ob Gott sie rettet oder nicht. Sie sagen im Vers 16 bis 18: O Nebukadnezar, wir wollen uns gar nicht vor dir rechtfertigen. Wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o König, wird er uns dann retten. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, König, es mit Sicherheit wissen. Wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue, die du aufstellen hast, niemals anbeten. Also es spielt gar keine Rolle, grosser Nebukadnezar. Du kannst uns ins Feuer fallen, du kannst uns verbrennen, du kannst uns vernichten, du kannst uns ausradieren. Das tut gar keinen Abbruch an der Grösse von unserem Gott. Gott bleibt der Grosse. Gott kann uns retten, wenn es eine Rolle spielt für ihn. Aber das ist nicht, ob er uns rettet oder nicht, hat nichts damit zu tun, ob wir ihm vertrauen oder nicht. Wir vertrauen unserem Gott. Und unser Glaube ist feuerfest. Ist feuerfest. Wenn ihr mal einen Gratin macht im Ofen, dann ist es wichtig, dass ihr eine feuerfeste Form nehmt. Sonst hat er einen Scherbenhaufen im Backofen. Ja, wahrscheinlich, wenn man natürlich gerade die Form von der Großmutter hat geerbt und so, dann kann man sagen, ja, das verhält auch schon. Aber eigentlich ist es etwas Wichtiges. Ist das Gefäß, wo mein Glaube drinnen ist der feuerfest? Handle ich aus dem Vertrauen heraus? Nicht aus Angst. Nicht aus Eindruck, den ich habe. Oder aus mir selber wichtig machen, sondern aus dem Vertrauen, das gegründet ist in ewig Gott. Wie sieht dein Weltbild aus? Wie sieht dein Selbstbild aus? Und handelst du aus dem Vertrauen, aus dem Gegründetsein heraus in Gott, aus dem Gott Vertrauen? Amen.